Moi, je regarde beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de transport pour aller au travail, donc je dois bien être à 4 heures par jour. Ich schätze 2 Stunden. Entre 4 heures par jour. Also sicher schon mal Minimum 8 Stunden im Büro plus 3 Stunden privat, ja, 11, 12 Stunden. Haut war um sech eng Stunde ungefähr, méi méchen sind 2-3 Stunden. Ja, haut war schon 4 Stunden, méi doheem soll neich viel zu viel um Ekran. Et ginn Aufmachungen und déi ken sich hält, weil ganz oft viel mir einfach ass de Bildschirm als Hilfe zu wellen, wie lo Konsequenz so nee. Freier hatte ich so eng Internetsperr oder so etwas für Playstation, weil ich hatte noch kein Handy. Aber du woch mein Handy gut war nicht wirklich mehr so eng. Ist nicht mehr so wirklich abgepasst. Ich war auch nicht so viel am Handy. Also der älteste von den Enkeln ist 9 und ich denke, der darf kontrolliert sicherlich mal am Handy oder auch mal was spielen, aber da bin ich überzeugt, dass das sehr unter Beobachtung steht. Nous, ils sont petits encore, donc on est très strict, donc ils regardent pratiquement pas les écrans, juste quand on fait des trajets en voiture ou en train. Bei mir war es so, wenn ich zu viel gespielt habe, habe ich gesagt, ich hätte quadratisch anhängen und dann automatisch abgehalten. Die Jungen oder die Kleinen sind nicht bewusst von der Gefahr, wo ein Handy mal zu hält, weil sie keine direkte Gefahr, wo du gesagt. Die Handmotorik, dass man da vielleicht guckt, wenn man irgendwie den ganzen Tag nur noch auf dem iPad schreibt und mit Hilfen, dass das vielleicht so ein bisschen nachlässt. Pour les enfants, je pense que c'est très nocif pour plein de choses, autant l'estime de soi, le renfermement, aussi les fake news, de regarder des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Den Inhalt, den Medien bieten, gëtt eigentlich immer mich schlimm. Auch das ist nicht mehr zu kontrollieren, was im Internet zu gesehen hast. Schiedfried mit freien Zugang zu allem. Ob das Sexualität, ob das Gewalt ist, das einfach, das geht konsumiert. Wie mehr früher als Zeichentrickfilme geguckt haben. Das ist, ja, also ich sehe schon eine große Gefahr, dass Kinder mit Themen konfrontiert gehen, die sie noch nicht verschafft kriegen. Also ich glaube, das schwierigste Thema ist gerade dieses ungefilterte Wahrnehmen von Inhalten. Und das ist, glaube ich, dann was, wo Schule auch wieder gut eingreifen kann, dass Kinder da gerade eine Kompetenz bekommen, irgendwie auch Inhalte zu filtern, einzuschätzen, was es jetzt vielleicht war, was sind vielleicht eher Fake News. Ich habe selber gemerkt, wenn ich viel auf Instagram hänge, dann war ich schon ein bisschen drüber nachgelesen, wie das Thema, dass den Dopamin, wo ich kriege, von den anderen drauf swiped. Ich meine, das ist eine Gefahr, wo ich nicht direkt merkt. Wo Hanno aber Produktivität, Müdigkeit, all die Sachen mitbringt. Das kann zur Verblödung und Vereinsamung führen. Ich fand es okay, wenn ältere Gifte Kanner eine Sperre gibt von den sozialen Medien, aber so, dass sie noch immer accessibel sind beim Anrufen oder Schreiben. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft halt damit leben, dass das die Realität ist. Und ich glaube, wenn man den eigenen Konsum mal so ein bisschen anguckt, ich habe auch mal Phasen, wo ich dann wirklich eine halbe Stunde da sinnlos rum und im Nachhinein merke, okay, wow, da habe ich jetzt irgendwelche Katzenvideos gesehen. Es gehört halt zur Lebenswelt dazu. Moi, je trouve que ça passe par beaucoup plus de régulation de tous les grands groupes de médias qui doivent faire beaucoup plus tous les Facebook, TikTok et tout ça. Es ist sicherlich gut, wenn die Eltern darauf schauen, dass die Kinder dies nicht ausschließlich machen, aber damit groß werden muss man dennoch, weil es bringt ja auch Nutzen, es ist ja nicht nur gefährlich. Ich gebe es gut von, wenn die Leute selber ein bisschen merken, wenn ich kann ich ein Bildschirm nutzen, aber wenn ich also vielleicht einfach besser direkt an soziale Interaktion zu gehen, ohne das über Handy, E-Mail, was auch immer zu machen, einfach mal ein Bildschirm und Zeit zu lehnen und einfach zwischen den Leuten zu kommunizieren. An den Scouten zum Beispiel, ja, da muss ich halt viel mehr Aktivitäten machen oder probieren, Kanner zu erhalten, weil sonst gucke ich einfach noch hier und da sind Kanner schon am Handy dafür. Je pense que dans le fond, c'est une bonne chose qu'ils aient pas leur téléphone en classe. Mais après, je sais pas trop comment ça va être appliqué, quoi. Für mich kommt es zu spät, natürlich. Aber ich glaube, gegenüber den Kindern und den Jugendlichen ist es sehr sinnvoll, das zu tun. Ça ne changera pas, parce que moi je ne l'utilise pas, à part si les professeurs qui nous disent de l'utiliser. Grundschule, Handy brauchen sie noch nicht so viel von Grundschule ganz gut.
Lycée am gewissen Alter schwierig ohne Handy mit do dem die echt 2 Jahre auch noch ein Handy op der Seite los für während der Stunden dem die Schüler für Pausen zu gehen kann ihn darüber diskutieren. An der Primärschule hat mir allen zwei kein Handy an mir lebe ja noch also von Stadtlo nicht schlimm.